Und er hat ganz erstaunt gesagt: «Nein, gar niemand, und ich bin doch immer da gestanden.» Aber in der nächsten Nacht ist im Kinderzimmer wieder die Türen aufgegangen. Die Königin ist reingekommen und das Mal hat sie angefangen zu reden. So mit einer ganz feinen Stimme. «Wo ist mein Kind? Wo ist mein Reh? Jetzt komme ich noch einmal und dann nie mehr.» Die Kinderfrau hat keine Antwort gegeben. Am nächsten Morgen aber ist sie zum König und hat ihm alles erzählt. Es räumt Nacht immer ein Geist und der sieht aus wie die Königin. Und der König hat gesagt: «Was ist auch das? Es kommt mir einweg spässig vor, dass meine Frau immer auf einer Seite schläft und kein Wort sagt. Heute Nacht komme ich einmal zum Kind wachen.» Und in dieser Nacht ist der König im Kinderzimmer auf dem Stuhl gesessen und hat gewacht. Punkt 12 ist die Türen aufgegangen. Die Königin ist reingekommen, ist zur Wiege an und hat gesagt: «Wo ist mein Kind? Wo ist mein Reh? Jetzt komme ich noch das Mal und dann nie mehr.» Da ist der König aufgesprungen, hat die Königin fest umarmt und hat gerufen: «Du bist kein Geist. Du bist niemand anders als meine liebe Frau. Ich lasse dich nicht mehr los.» Und in dem Augenblick ist die Königin wieder lebendig geworden. Frisch, rotbackig und gesund. Und hat dem König alles erzählt. Da hat der König die Hexentochter zum Land ausgejagt. Die Hexe aber ist verbrannt worden. Und wo sie nur noch ein Häufchen Asche war, hat sich das Reh verwandelt. Und ein schöner junger Mann ist da gestanden. Das war das Brüderli. Und sie haben alle miteinander glücklich gelebt, bis sie gestorben sind.